Ekran! Laat ons topranen en God kennenleren. Welkom lieve vriend, welkom to dit programma Ekran. Mijn naam is Eduard Giesbrecht en ik zit hier in Mexico bij Lebenswasser Studio. Dankzij Lebenswasser voor mij dat hier geven. En ik ga hier van jou Judy liven met mij voor het programma wir zijn met Ermond op. Ernesto, aber nu best plus du hier. So, welkom Judy. Danke. So, du hast eine sehr interessante Geschichte, ein sehr persönliches Zeugnis, da wenn es erst allein mit dir, nicht mit den Montag, bei Sati, da wenn es noch dich wie hier das alle. Und dort fang von ziemlich jung an. Kannst du einfach mal vertellen, dort erst mit dir selbst wird, habt ihr zu lernen. Okay. Yes, ik was op in een grote familie van 14 kinderen en mijn ouders. En ik ben van klein aan zo uitgezend. Ik voelde me zo slecht veel moed. En daar stond waar ik zo alleen zelfs weet. En ik voelde me zo, met me weer het niet, met me hield het niet aan. Ik kon niet goed doen. Mir sagt nichts, dass meine Geschwister dort. Ich habe ein bisschen gewohnt in anderen Charpat dort. Und da steht wie mein Selbstwert so erlebt. Und als ich angefangen nach Schule zu gehen, dann fährt mich so genervt, so gerätzt, wenn es mir Leute dort. So klein aussagt wie wenig, wie besonders, so klein für mich alle. Ich kann in der Schule nicht, aber da schon abchecken, wenn ich Stunde dort. So, ich muss aber bei wenig Stunden. En dan wordt mij gruwelijk gerätzt. So mijn zelfswert wordt allemaal leer, of maar wie nog weer een beetje zeg, goed vlees zijn. En als ik dan ouder word, mijn ouders vangen aan Canada te voor, zeg 10 jaar weer, dan woonden ze door voor een lange tijd. En in dem Fall worden ze zich ook niet zo willen in Mexico een stad hebben. En de vrede wie kein aan zich zo toe. Aber wir wussten nicht, wo das wird absichern. So, wir moved nach Mexico aus 16 Jahren. Und über den wieder auch ein Jung, der da glaubt, er läuft mich, und ich dachte auch, er läuft an. Und wir spazieren einmal 3 Monate im Jahr. Und für den anderen Monat, wo wir nach Kanada schaffen, uns Wirtschaft im Bett geraten zu kriegen und im Bett besser zu kriegen. Wir können besser leben, sonst haben wir so an. Und ja, ich fand dass wir alle so Fan. Und zweimal, als wir dann zweimal von Kanada zurückkommen, heißt es gesagt, schaff dich. Als Antwort, wir werden zum 3. Monat Kanada vor. Da sagt heute zu mir, was wird. Ich glaube, das fand wie, wenn du die letzte Brücke von mir. Und dann frage ich, warum so? Und dann sagt hey, dass ich mich kann sagen, sein, Fanfall, dass du wirst freikommen zu mir, dass ich sage, du bist meine. Dann sage ich, das interessiert mich nicht, das gleich nicht, was du sagst. Das soll nicht kann sein, ich wie freikommen. Und dann sagt er, ja, ich weiß, aber heute muss ich sagen sein. Schließlich, ich wir so da in Deutschland. Und als wir das gehört vor, ich fand mich so schwierig, so wei, mein Hart wie in Bete gebrannt. Ich habe von du bloß kein Selbstwert mehr. Ich achte mich nicht, ich fand mich für alles, für Gott, oder even though ich Gott nicht mal kann. Und meine Eltern wussten nicht, was mit mir wie euch gehen, warum ich mich so anders verhalte. Ich hatte von du eine sehr kurze Tür. Mir will alles leicht stieren, alles will mir eine Beleidigung geben. Und das tut mich so weh. Und über den, als wir dann zurückkommen von Kanada, da sagt ich mich auf. Dann frage ich, warum lässt du das zu mir? Warum machst du mir das? Sagst, ich soll dienen sein, ich will schwer sein. Nu sagst du mir auf, was soll ich mir Menschen feiern? Dann sag ich, das ist nicht meine Schuld. Habe ich Gott kalt, Gott soll sagen. Sag ich, das ist nicht meine Schuld, dass du das leidest.
naja, na weer is dat wel. Ik word me eigenlijk, ik kan niet meer mensen. Laat me niet van jongens omkomen. Want dat alles weer, te wordt me alles weer, dan die beter ik blijf thuis. Zo dat ging 3 jaar voorbij. Dan kwam er een zeer schöne, handsome, jonge man. En hij vroeg me als hij kon zien in mij zijn. En ik zei ja. En maar ik had niet veel vertrouwen op hem. Maar hij respecteert me. Hij wil doen voor mij. En hij wil op voor mij. Maar ik kon niet op zijn te aan. We bevrieden ons dood. En ik vond wat eigen te worden. En eigen te worden. Ik had meer troubles. We moesten de meer opereren. Ik had kreeg naarverrichting. Dat ik zeer weinig lijntje had. Veel tijd kon ik alleen wonen. We moesten helpen. Ik kon veel tijd niet meer veel koffie opgeven. Ik zelfs drinken kon. En de hele eerste me aanschiet. Dat u dat maar uitgeven wat met die aardig is. Dan worst die kan gezonder worden. Eine Sache, wie ver wie anfangen, das Zeichnis zu gravieren, seht sie zu mir, oder seht den Mann, dass er hat verjünt befriedet hat, wie hin und hier gekommen hat, gesagt, alles, was er will vom Hart los war. Yes. Dass er wisst, dass du weißt, wer er wäre, nicht so? Ja. Und dann hat er die Frau, hast du auch so geküsst, und die hat es bloß was, wie Yes, bloß da wird eigentlich, was mich uitkennt, dass er nicht mehr bezahlen, ich hatte Angst, er wird mich verloren. Wenn du das musst sagen, Yes. was da passiert, okay. Yes. Und was passiert dann wieder? En ik word einmal uitgezonden en een dag ik kom in de eng en ik weet niet wohin. Schließlich ik zag me, ik kwam tot een encounter, encounter. Nou, en toen kon ik vrij worden. Maar als ik toen voet was, dan sagte ze zu mir, du bitte sich dann sei die Mann nicht. Der wordt die verloren. So, ab dem frühen Encounter hast du dann Freiheit über dich gefangen, hast Yes. Konfetti über das, okay. Yes. En, nou ja. Wat zou ik dit nu bij? Ik kom in de eng. Ik kom in de eng. Die ruikt me allemaal dalen aan. En die krankheid ruikt me allemaal dalen aan. En dan zegt een vriendje me zo met mal. In Solzaria zieken. Die moet me vielleicht helpen. So ik zag me in Solzaria. En hij duidelijk. Hij beet voor mij. Hij helpt me met alle troubles. Hij spreekt me motor. Ik zou bloß op zijn te mijn man. En vergeving vrouwen, dan wordt het je weer. En dan ga ik mijn beste doen. En mij valt het over zeer zwaar. Zo, een dag, ik weer in een eind met alles. Dat ging bloos alle dan. Dan vroeg ik mijn man, heb je top te onkas voor? Ja, zegt hij, wel niet. Hij wil bloos van wat vat meer. En dan weer uit. Oké, is weer schon wezen, dan war ik nu. Wie Mato, naar een restaurant te onkasten. Zeg ik had aan wat te zeggen wat ik vielleicht lang wil gaan. En mij zei weiter en aan opbeweiden. En dan vraagt hij, zegt hij was goed, ja, hij weer uit. Dan vertel ik hem krak wat met mij passiert weer, en wel, en waarom. En mij daar dat zo wei, en dan kijkt hij mij zo schaftig en dan zegt hij, waarom hast niet al lang oja met dit verdeel gekomen? Dan had ze al dit niet daarachter. Dan had de vriend niet zo'n grote maag gehad om mij te kwelen. En je zei, de vriend zei te mij, die wordt mij verloren. En wat zo laat aan een man dan? Met smaken, drummen, alles. En dan zei hij, ik had die al lang vergeven. Ik vroeg hem, kost die mij al vergeven? Ja, zei hij, ik had al lang. En zei hij, ik val dat we weer wat aardig bij kunnen tjaaien wat wij te woord. En wie voor toen gas, ik vond hem al vergeten. Waar het op den onkas ging. Aber vandoor, onze Leute wordt nog veel sterker. En niet meer bloos in je angst met Jezus taub. En ik vond de vers, Matthäus 11, 28, wo dat zei, dat komt je alle nu mee, wat du in je schworen, los te zijn, en bedrag zijn, en mij zijn. Hij wordt alles nemen en ons roe geven. Amen. En dat geeft mij trouwens, en van de weer ik zijn onder mama geworden. Van de weer ik zijn onder eigen vrouw geworden. En wie lijkt ons. Wo ist dein Selbstwert von der ersten Tag? Mijn Selbstwert is wiethacher geworden. Ik heb een veel betere tijd met mezelf. Ik kon mezelf nu ontdekken als een vrouw wat God zo gewild heeft voor zich ziet.
En ik kon mezelf leven wat ik eigenlijk niet kan. En de dingen wat ik daar kan ik niet goed zijn. Halleluja für dat. Sehr schön. Sehr schön dat je hier, wo viele Menschen mit der Kämpfe haben. Und wenn wir denken, was für eine große Sache, aber ein Moment, nicht so? Eine steht, wo du diesen Jungen leidst dort tun, was er nicht soll tun. Und wo du vielleicht nicht besser weißt, wo eine Entscheidung, wo die vielleicht keiner gelehrt hat. Wo das ein Moment will dein ganzes Leben merken, die will krank merken, die will vielleicht sogar um Tod führen, aus die Sitz. Aber weil die dort bekennen kannst und die kannst frei werden und die kannst diese alles annehmen. Ich glaube, wir können alle davon lernen. Und hast du vielleicht, wenn du denkst, das ist vielleicht ein junger Schmacker mehr, der fehlt was zu sagen, was musst du diese junge Schmacker mehr sagen wollen? Ik moet haar moeder spreken, wanneer bij ons een jongens tot ons komt, dat is vrouw wat God van het wil gaan, dat niet loten. Houd junt rein. Ik moet zeggen, post op nu junt charpa, laat den zo doen dat niet stelen wat ze gaan, dat special stuff. Ja. En de vrouwen wat bevrijd zijn, wanneer zij zo'n troubles gaan als dit, laat los, laat de Heer Jezus junt leiden. Ziet in de Bibel troost. Geeft uit dat u niet kan krankheden junt hebben en komt junt wel om dood verursachen. Amen. Ik mag ook alle jonge meisjes, jongens, vrouwen, mannen zeggen, wanneer du misbruikt bent worden, dan heb ik een bijzondere nodig voor die. Dat is niet die schuld, dat is niet die zin. Laat het los. God heeft het al aufgelöst. Neem einfach Gott seine Vergebung an. Und zwar ist eine andere Person, was das getan hat. Leef einfach frei und geh nach einer Person, die helfen kann mit dort. Bleib nicht allein mit dort. Lass dich nicht deine Ehe, nicht dein Leben nicht verstehen, wenn es irgendwas wäre, die mit Gewalt angetan hat. Ich möchte die Frau, die das Programm mitteilen mit anderen Personen, dass ihr können sehen kriegen davon. Und für nu möchte ich dir sagen, Gottes Segen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ekran wird in Bolivien produziert. Wenn du mit uns reden willst, schreib uns im WhatsApp nur Meierteken 591 77 88 4479 oder schreib uns im Facebook oder ein E-Mail nur ekran@gmail.com.